Herzlich willkommen bei ICF Sunday Night auf YouTube. Es ist uns eine Ehre, in dein Leben hinein unsere Messages zu geben. Jesus, glaube ich auch, kann das immer wieder auch nutzen, um ganz gezielt in all dem, was gesagt wird, Sachen rauszupicken, die genau speziell für dich sind und dich ermutigen und dich beschenken und dich inspirieren. Möge Gott das jetzt in deinem Leben tun. So, ich möchte darüber reden mit dem Team zusammen heute Abend, was viele über Pornos nicht wissen. Es gibt so ein paar Wahrheiten. Ich weiss, Sexualität ist heutzutage ein mega Thema, da gibt es ja gar keine Grenzen mehr. Und es gibt so einen Slogan, wo du oft hörst. Und der Slogan heisst von der Welt, im Minimum ein Gummi drum, oder? Hast du auch schon mal gehört, oder? Mit anderen Worten, lieber ein Gummi, als das ist so eine Krankheit von irgendjemand. Aber ich möchte dir Folgendes sagen, hast du gewusst, es gibt kein Gummi für dein Herz. Und es gibt auch kein Kondom für deine Seele und es gibt kein Kondom für deinen Geist. Mit anderen Worten, oft ist unsere Seele, unser Geist, wird oft die Sexualität so enttäuscht und so verletzt. Und über das redet eigentlich niemand. Und ich denke, viele von uns, wenn Sachen miterlebt und sagst, wenn ich nochmal zurückstellen könnte, ich würde das eine oder das andere auch anders machen. Und es gibt ja beim Sexualität gibt's ja das Dopium. Und das ist ein ganz interessantes Glückshormon. Und da kannst du dir so vorstellen, wenn du Sex hast, in deinem Kopf hast du wie eine Weihnachtsbeleuchtung, oder? Alle von uns. Und wenn du Sex hast, gehen alle Lämpchen an. Und das erste Mal dein Hirn hell wird und dann wird es wieder dunkel, oder? So, das schüttet etwas aus und denkst, wow, mega cool. Das sagt mir beim Sex ganz, ganz krass. Hast du gewusst? Beim Golfspielen hat man das genau auch. Du spielst ja Golf seit Jahren, bin verheiratet, das bin doppelt bläst, oder? Ganz interessant, aber auch, wenn du einen Sonnenaufgang siehst, hast du auch das Glücksgefühl, oder? Sonnenaufgang bedeutet in Brasilien, oh nein, wir müssen arbeiten. Sonnengang bedeutet, oh yes, wir haben frei. Und es gibt noch ein anderes Phänomen. Wenn du mit dem Finger so scrollst, gibt es auch ein Glücksgefühl, wow, ich habe bestimmt, es wird mir nicht langweilig. Wenn es macht, bing! Meine Mutter hat mir schon wieder geschrieben. Und wenn das Bing macht, kannst du fast nicht aufhören zu schauen, wer hat dir eine Textmessage geschrieben. Weil das gibt das Glücksgefühl, wow, und alle Lämpchen gehen hell und das Gesicht und das Hirn wird mega hell. Das löst das ganz konkret aus, das Glückshormon beim Sex, beim Golf, bei den E-Mails, beim TikTok, was auch immer. Und das ist etwas, was ganz, ganz krass Gott in uns hineingeleitet hat. Es gibt auch wissenschaftlich gibt's 2 Challenges, wo Pornografie ganz konkret beinhaltet. Und ganz kurz ein Clip, dass du weißt, was sind die negativen Folgen von Pornos. Videos mit pornografischem Inhalt gehören zum Leben von Millionen Menschen. Forscher haben nun untersucht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns Pornos ansehen. Unser Gehirn schüttet bei eindeutig sexuellen Videos Dopamin aus, das umgangssprachlich auch als Glückshormon bezeichnet wird. Die Forscher des Max-Planck-Instituts fanden heraus, dass die Ausschüttung von Dopamin bei regelmäßigem Pornokonsum abnimmt. Das bedeutet zum einen, dass man über einen längeren Zeitraum immer mehr und immer ausgefallenere Pornos sehen muss, um die gleiche befriedigende Dopaminausschüttung zu erreichen. Zweitens führt es dazu, dass man beim realen Geschlechtsverkehr weniger Lust empfindet. Im Klartext, Pornografie stumpft ab. Hinzu kommt, dass bei regelmäßigem Pornokonsum weniger graue Zellen in den Hirnarealen entstehen, die für Motivation und Belohnung zuständig sind. Die Wissenschaft fordert nun weitere Studien, um die Zusammenhänge genauer zu erforschen. So, das sind so ein paar Fakten, die man oft nicht darüber hört. Und ich habe vor ein paar Jahren bei uns da im ICF ein Testimony von 2 Männern aus der Church, die beide pornosüchtig sind. Und sie haben etwas erzählt, was ich nicht gewusst habe. Sie haben gesagt, Porno ist nicht einfach so, du hast ein bisschen ein Rauchproblem, ein Alkoholproblem, sondern Porno ist eine Sucht, wo du fast nicht loskommst. Ich möchte das Bild zeigen, was passiert, wenn du Porno konsumierst. Und zwar mit einem Hirnscan gemacht, das ist das normale Hirn, wenn du weder Heroin noch Porno konsumierst. Und Heroin
Heroin verformt das ganze Hirn in dem Sinn, das wird deformiert. Und bei der Pornografie ist es ganz genau gleich. Und du merkst plötzlich, dein Hirn wird krank, es passiert etwas, wo plötzlich die Schönheit und die Würde Gottes weggenommen wird. Und es ist einfach so, dass du sagst, okay, ich werde jetzt nicht mehr Porno schauen, das Problem ist erledigt, sondern unser Hirn ist total verformt. Und das finde ich eine mega shocking Wahrheit. Und wir reden nicht darüber und denken, ja gut, alle machen es, das kann nicht so schlimm sein. Und überhaupt 5 gegen den Willi und so. Aber das macht in deinem Hirn ganz, ganz konkret etwas. Billie Eilish, weißt du nicht, ob die kennen, hat vor ein paar Wochen ein Statement gemacht. Sie hat gesagt, Porno hat mein Hirn zerstört und auch ihre ganze sexuelle Wesen hat bei ihr etwas hinterlassen. Das sind sogar ein paar ganz krasse Fakten. Und jetzt sagst du natürlich heute Abend, ja, aber Leo, wir sind doch gläubige Christen. Das ist doch nicht unser Thema. Das musst du denen erzählen, die dort draussen wohnen. Danke, dass du mir das gefragt hast. Es gibt eine Studie von Amerika, wo man den Christen geführt hat. Und es ist immer so, die Welt geht voraus und 5 Jahre später, als die Welt macht, wird dann eigentlich die Kirche auch so Realität werden. Und es gibt so 4 Fakten, Zahlen, die ich uns vorlesen möchte, dass du weißt, es betrifft uns alle irgendwo. Fakt über Pornografie. Mit 11 Jahren können Kinder zum ersten Mal durchschnittlich in Berührung mit Pornografie. Das heisst, du siehst Bilder, wo du denkst, wow, und du wirst sie lange nicht mehr vergessen. Bis 14, sagt man, haben 94% von allen Kindern haben ein Porno irgendwann mal gesehen. Und das Problem ist, es ist ein Knopfdruck entfernt. Und du musst eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht viel machen, sondern man muss sich heutzutage schützen. Ich habe vor nicht so langer Zeit habe ich mich auf TikTok angemeldet und ich bin total neu gewesen. Und im ersten Tag sind mir Bilder entgegengekommen von Menschen ohne Kleider. Ich habe die nicht bestellt. Und dann hat mir jemand gesagt, das ist ja normal. Und es ist so gemein, Social Media tut einfach auf dich etwas reinprallen, ob du willst oder nicht. 68% von allen Männern, die in die Kirche gehen, und über 50% von allen Pastoren, also meine Berufsgattung, schaut regelmäßig Pornos. Auf den jungen Menschen zwischen 18 und 24 tun 76% von allen Leuten, die in die Kirche gehen, das bedeutet wir schauen aktiv Pornos. 87% von allen christlichen Frauen, und es ist kein Männerthema mehr, es ist auch ein Frauenthema, die Frauen haben massiv aufgeholt. 87% von allen christlichen Frauen schauen regelmäßig Porno. 13% der Frauen haben gesagt, nein, ist nicht mein Thema. Eigentlich kann man sagen, es ist eigentlich eine Predigt, wo du eigentlich praktisch zu allen redest. Wenn ich nicht überrede, gib Finanzen, sind es 20-30%. Die meisten, nee, mache ich nicht. Das ist endlich ein Thema, das alle betrifft. Ist nicht krass? Nein, ist kein Kompliment. 50% von allen verheirateten Männern und 25% von allen verheirateten Frauen sagen, ich schaue mindestens einmal pro Monat ein Porno. Und du merkst, es ist nicht ein Thema, das uns nicht betrifft, sondern das Thema hat auch bei uns eine ganz krasse Bedeutung. Und was passiert bei Pornografie ist Folgendes. Du wirst so unsichtbar angebunden. Das sieht man von außen ja nicht. Wir reden ja nicht drüber. Und Porno ist so eine unsichtbare Kraft, die dich plötzlich so bestimmt. Es sind so Bänder an dir inne. Und plötzlich geht dein Arm irgendwo an, wo du gerne nicht willst, oder? Trotz der Muckis, oder? Mein Gott, sind die gross. Trotz der Muckis, oder? So. Und plötzlich tust du Sachen scrollen, die du gerne nicht willst. Oder deine Augen schauen plötzlich Menschen an, du siehst es gegenüber als ein Lustobjekt und mit deinen Augen ziehst du die Person total nackt aus. Oder du willst irgendwo hingehen, aber deine Füße gehen an Orte, wo du nicht hingehen darfst. Und ich finde, das ist ein ganz krasses Bild, was Porno macht. Von außen bin ich immer noch der Leo, habe noch immer meine Art, aber plötzlich sagst du, Jesus, ich möchte von dem frei werden. Und du gibst dir so Mühe, und in der unsichtbaren Welt, und das spürt jeder von uns, zieht etwas an dir. Und obwohl du Muckis hast, Manpower hast, ist es stärker als dein eigener Wille. Und du merkst, Porno ist nicht bloß einfach ein kleines Problem. Und ich sage heute, ich ändere das, wenn du einmal die Türe aufgemacht hast, dann werden die Bänder dich massiv in deinem Leben einfach begleiten. Ich möchte mit dem Team zusammen 4 ganz einfache Prinzipien erklären. Aber ich möchte Galater 5, Vers 13 vorlesen, wo unser Grundbibelvers für heute Abend ist. Ihr seid dazu berufen, liebe Freunde,
in Freiheit zu leben. Freiheit in der Pornografie, Freiheit in der Eifersucht, in der Missgunst, im Jähzorn, im Minderwert, im Stolz. Eigentlich, was auch immer die Challenge ist, wir sind berufen, Gott in der Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. So, das ist nicht Freiheit, oder? Sondern das bindet uns in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. 4 Gedanken, und ich habe den Titel gesetzt, ganz, ganz bewusst. Wir sind in einem Kampf in der sexuellen Reinheit. Kämpf den Kampf und gewinnt den Kampf. Es ist nicht einfach so ein Thema easy, sondern wir sind in einem Kampf gegen Mächte und Gewalten, und Pornografie hat so ein krasses Suchtpotenzial, das nicht einfach ist, von dem es loszuwerden. Und ich fange an mit dem ersten Punkt. Es mag für dich heute Abend einfach sein: Bekenn deine Schuld Jesus und freu dich an der Kraft vom Kreuz. Warum habe ich den ersten Punkt gewählt? Weil wir alle spüren das ganz konkret. In der Welt ohne Jesus wird die Leute sagen, du musst halt Mühe geben. Du musst halt irgendwie aus dem rauskommen. Und die Bibel, der Glaube an Jesus, ist der einzige Glaube, der sagt, du musst das nicht allein probieren. Das Kreuz ist immer noch eine Kraft. Jesus kann ein Wort reden und das Problem ist gelöst. Jesus kann sich in allem bewegen, das Problem ist gelöst. Ich habe einen Gott an meiner Seite, der nicht sagt, du musst es allein lösen. Ich habe einen Gott, der alles wird unternehmen, damit du und ich in die Freiheit werden hineinkommen. Das Kreuz von Gott ist ja Hoffnung. Ich muss nicht so leben, ich bin nicht verdammt so zu leben, sondern ich habe einen Ausweg, und das heißt Jesus Christus, der noch immer mich frei macht. Wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann wirst du frei werden für immer. Das ist unsere Botschaft, die wir haben, die die Welt nicht kennt. Und das ist Hoffnung, das ist Glauben und Mut. Aber ich fange an, dass du das bekennst. Ich habe eine Studie gelesen von McKinsey über die neue Generation Z. Und er sagt, Pornografie ist das grösste Problem in dieser Generation. Du bist einen Knopfdruck entfernt. Und jetzt schreibt er, aber niemand redet darüber. Es ist eine unglaubliche Scham auf dem Thema, obwohl es alle irgendwo machen, und auch der Kirchenlandschaft eine mega Scham. Scham ist immer das Werk vom Teufel. Weil Adam und Eva haben es auch gesündigt, haben sich geschämt. Und Gott hat gesagt, Adam, wo bist du? Probierst du ein Versteckspiel zu machen? Funktioniert nicht. Ich weiss, wo du bist. Und Scham bringt uns in ein Gefängnis rein, du das Gefühl hast, und es gibt das Wort, auf Christen, ich bin pervers. Bei so einem Perversling, dass ich das anschauen muss. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern es ist einfach eine Schwäche in deinem Leben. Und ich möchte Folgendes sagen. Wenn du etwas ans Licht bringst, hat die Finsternis keine Kraft mehr drüber. Und ich weiss, darüber zu reden, jemand sagt, hey, liebe Frau, lieber Mann, lieber Freund, lieber Kollege, lieber Pastor, ich habe ein Problem mit der Pornografie. Es bedeutet nicht, dass du ein schlechter Christ bist. Es bedeutet nicht, dass du keinen Glauben hast. Es bedeutet nur, dass irgendeine Tür aufgemacht und die Bänder haben dich gefangen, und das muss nicht so bleiben. Und das allererste, sagt man, ich bin ein anonymer Alkoholiker, heisst das allererste, ich bin ein Alkoholiker, das Problem, und ich brauche dringend Hilfe. Und der erste Schritt ist folgendes, dass du das bekennst. Vielleicht ist es nicht dein Freund, deine Freundin, vielleicht fährst du aber einen engen Freund, und du sagst, ich habe Vertrauen, und ich kann dir eins sagen, es braucht brutal Mut, das aussprechen. Wenn es mal draussen ist, wirst du merken, es macht Freude. Der David hat im Alten Testament einen krassen sexuellen Fehler gemacht, hat jemanden umgebracht und hat gedacht, ich kann das verheimlichen. Und irgendwann sagt er im Psalm 32, Vers 5, und musst mal sein Wording achten. Doch dann endlich gestand ich dir meine Sünden und gab es auf, sie zu verbergen. Der David hat nicht sofort bekennt. Er hat gemerkt, ich habe ein Problem mit Gott, ich kann mit dieser Geschichte schlafen. Ich habe jemanden umgebracht. Ich habe einen unreinen Spirit in mir. All das hat der David gemerkt und gesagt, ich will nicht mehr mit dem länger leben. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir weggegeben und mir meine Schuld weggenommen. Und ich möchte dich challengen, und es braucht Mut. Es braucht Vertrauen, dass es gegenüber dich nicht auslacht. Und ich möchte das sagen, warum nicht? Wir alle haben Themen. Niemand von uns ist perfekt. Wir glauben an einen perfekten Gott, aber wir brauchen die Hilfe voneinander, wo du Sachen kannst bekennen. Wenn du das machst, werden deine Fesseln durchgeschnitten. Jetzt musst du dir mal vorstellen, dass du so angespannt bist. Oh, ich kann wieder bewegen. Es macht wirklich so eine
wenn Jesus dir deine Sünden vergibt, oh, jetzt tätschst du rein, wow, krass. Was dann passiert ist, check das out. Das ist ein gewaltiges Gefühl, das nur Jesus geben kann. Ich bin frei. Es hat nicht mehr die Macht in meinem Leben. Ich kann wieder gehen, wo ich will, sagen, was ich will, anschauen, was ich will, denken, was ich will. Weil Jesus hat alles in mir gelöst und geheiligt. Und das ist das Wunder von der Verstehung von Jesus Christus, wo noch immer in dir und auch in mir drin wohnt. Come on. Das ist unser Glaube, den wir haben. Du verstehst die Power of Jesus. So, jetzt habe ich da so ein paar Bändel. Und wir alle haben so Einfallstore. Das ist mein zweiter Punkt. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du die Fesseln vom Auslöser musst weglösen. Weil wir alle haben so Einfangstüren, wir haben das Topos. Und über das wird uns der Tim erklären. Wie bringt man auch das, Tim, wieder los? Weil es ist eigentlich eine Katastrophe. Eine Katastrophe, genau. Soll es mal so gehen? So? Ja. Genau, unser zweiter Punkt ist entfernen, der Auslöser. Und es ist ja schon noch spannend. Meistens ist ja nicht der Fall, dass wenn du einen super Tag hast, du hast tiefe Gespräche mit Freunden und bist umgeben von Leuten, die du liebst. Du lachst viel, die Sonne scheint und es ist einfach ein super Tag. Und plötzlich kommt dir der Gedanke, ich würde gerne wieder mal ein Porno konsumieren. Nein, sondern dein Verlangen, ein Porno zu konsumieren, kommt oft zu ganz bestimmten Zeiten, zu ganz bestimmten Konditionen, wenn sich ein gewisses Gefühl bei dir irgendwie breit macht, oder genau, irgendwie du etwas auf gewissen Plattformen verweilst, für eine gewisse Zeit, oder vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Und das nennt man Auslöser. Auslöser, wie es der Name schon sagt, ist eigentlich das, was bei dir das Verlangen auslöst, ein Porno zu konsumieren. Es ist die Voraussetzung für deinen Pornokonsum. Jetzt, Auslöser können die verschiedensten Sachen sein und von Person zu Person variieren. Aber das sind die Sachen, die passieren, bevor du ein Pornovideo schaust. Und jetzt, wenn du probierst, frei werden von Pornografie und du sagst so, ja, ich schaue einfach keine Pornos mehr, dann setzt du völlig am falschen Ort an, weil es gibt Situationen, etwas, was vor dem Pornokonsum passiert, wo bei dir das Verlangen auslöst, dass du nachher das Video schaust. Und darum muss Licht drauf fallen. Was sind die Trigger Points? Was sind die Auslöser, Momente oder Zeiten? Wir schauen gerade noch an, was das könnten Auslöser sein, die bei dir das Verlangen auslösen. Jetzt, was können zum Beispiel Auslöser sein? Zum Beispiel gewisse Zeiten. Zum Beispiel am späten Abend. Ich denke, das ist ein heikles Thema für viele. Oder zum Beispiel gewisse Wochen. Ich meine, wenn gerade bei einer Frau mit dem Hormonhaushalt, der verschieden ist, vielleicht bist du in gewissen Wochen mehr versucht als in anderen. Aber die Trigger Points, Auslöser können auch sein, zum Beispiel gewisse Geräte, dein Handy oder dein Computer, vielleicht auch beides, vielleicht sind es gewisse Situationen, wenn du alleine daheim bist, vielleicht sind es gewisse Orte, das Badzimmer, das Schlafzimmer. Vielleicht sind es gewisse Gefühle, Stress, Müdigkeit, Einsamkeit, Frust. Vielleicht bist du einfach spitz. Irgendetwas von diesen Sachen, die es bei dir auslöst, dass du möchtest anfangen, Pornografie zu konsumieren. Was ist dein Auslöser? Was ist dein Auslöser? Wann passiert, und die müssen wir anfangen anzuschauen, wann passiert der grösste Teil von deinem Pornokonsum? Passiert er am Abend? Oder am Morgen? Vielleicht sind es auch viele verschiedene Auslöser. Vielleicht ist es, dass du am Abend alleine daheim bist, du bist müde, du hast einen scheiß Tag gehabt und dann gehst du irgendwie auf TikTok, scrollst 1-2 Mal, siehst irgendein Bild, es löst irgendetwas bei dir aus und schwuppsdiwupps bist du gerade irgendwo auf einer Seite und da ist es passiert. Wenn du aber weißt, was deine Auslöser sind, dann kannst du auch anfangen, proaktiv dagegen anzugehen. Und das, ich möchte kurz, was ich glaube, in unserem, der Leo hat schon ein bisschen angetönt, wo ich möchte noch kurz ein bisschen darüber reden, ist das Entertainment. Ich weiss, es wird mich nicht mega beliebt machen. Ich bin nicht da, zum Netflix, Insta oder TikTok oder so zu verteufeln. Ich bin ein riesen Fan von dem. Ich liebe Film, ich liebe Serien. Aber, wenn du ein Problem hast mit Pornografie und du möchtest frei werden, lass mir dir etwas sagen. Es wird wahrscheinlich nicht mega weise sein, wenn du 8 Staffeln von Game of Thrones reinziehst. Wird nicht weise sein. Und du denkst jetzt so, oh Tim, du willst mir sagen, ich darf das nicht machen. Nein. Der Paulus sagt im Römerbrief das. Als Christ ist uns bewusst, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist gut für uns. Alles ist uns erlaubt, aber nicht alle Sachen sind hilfreich.
Und ich rede immer wieder mal mit jemandem, der ein Problem hat mit Pornografie und sagt, ich möchte unbedingt frei werden. Und dann frage ich mal ein bisschen nach und ich merke, bei ihrem ganzen Entertainment-Konsum gibt es keine Grenzen, keine Restrictions. Sie ziehen sich die heftigsten Sachen rein, wo du eigentlich schon Soft-Pornos kannst nennen. Und sie fragen sich, warum sie ein Problem haben mit Pornografie. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir mega anschauen müssen. Und ich glaube, wo auch ein riesen Ding ist, ein riesen Thema für uns. Weil die Bilder beeinflussen dich. Red dir nicht ein, bin mal ganz ehrlich mit dir, dass das nichts mit dir macht. Sie beeinflussen dich sehr viel stärker, auch als du denkst. Aber wenn wir ehrlich sind wir einfach manchmal so schnell bereit, unsere Freiheit in Pornografie einfach zu opfern, sodass wir die Serie fertig schauen können. Oder? Okay, es wird langsam ruhig, Leo, du musst es dann nachher retten. Gut, also, erkenn den Auslöser und jetzt, wenn du den Auslöser erkennst, was machst du? Und für das liebe ich die Geschichte von Josef. Der Josef war ein Sklave, ein hebräischer Sklave in Ägypten. Sein Besitzer, der Potiphar, hatte eine Frau gehabt. Und die Frau wollte schlafen mit dem Josef. Und der Josef war attraktiv, darum hat sie ihn bezirzen und hat gesagt, Josef, komm, schlaf mit mir. Und jetzt ist es mega spannend zum Schauen, was der Josef macht. Der Josef ist auch ein Mann, der hat auch einen Sexualtrieb, genau gleich wie alle von uns auch. Und die Frau sagt, hey, ich möchte mit dir schlafen. Und was macht der Josef nicht? Er macht nicht das. Er sagt nicht, hey, Frau vom Potiphar, so eine Ehre, willst du mit mir schlafen? Mega schön. Hey, aber das ist eine Grenze, die ich eigentlich nicht überschreiten. Aber komm, lass uns doch ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ein bisschen schwätzen, ein bisschen chillen, ein bisschen hängen. Ja, komm, ich sitze da noch ein bisschen aufs Bett. Aber, aber so ist gut. Aber ja, ich finde dich eigentlich schon noch cool. Aber so weit möchte ich nicht gehen. Nein, was macht der Josef? Er rennt. Er rennt davon. Er verzieht sich komplett, er rennt davon. Und ich glaube, so viel müssen wir mit unseren Auslösern genau gleich umgehen. Wenn du ein Problem hast mit Pornografie, lass mich dir eins sagen, dann wird jetzt nicht Zeit sein, zum herauszufinden, wie nah kannst du an den Klippenrand hinstehen, ohne runterzugehen, sondern wie weit kannst du weggehen von dem Klippenrand, dass dir nichts Schlimmes passiert. Das ist deine Frage, wenn du ein Problem mit Pornografie hast. Und was musst du machen? Was würde das für dich bedeuten? Netflix ist im Fall weniger wert als deine Freiheit. Welche Instagram-Profil musst du entfolgen? Welche Apps löschen? Was würde es für dich bedeuten, komplett in die andere Richtung mal zu ziehen, um wirklich wahrhaftige Freiheit in diesem Thema zu erlangen? Der dritte Punkt, mach weiter, Holder, die Hilfe, die du brauchst. Die anderen Worte bleiben nicht alleine. Wenn du das Gefühl hast, du kannst den Kampf der Pornografie selber kämpfen, dann täuschst du dich gewaltig. Du bist zu schwach. Ich sage es heute, dir in der Loft, dir online, du da in der Halle, du bist zu schwach, um dort alleine loszukommen. Du brauchst Leute, die du kannst in das Thema reinnehmen kannst, du kannst sie involvieren in das Thema. Wenn du keine Small Group hast oder wenn du keinen Freundeskreis hast oder keinen Freund oder Freundin, wo du das kannst teilen, wie es der Leo schon vorne gesagt hat, dann wirst du das Thema nie wirklich umgehen. Du musst sie involvieren in das Thema. Freunde, die sagen, hey, ich ermutige dich, wenn du fallst. Aber ich hau dir mal auch eine, wenn du irgendwelche Sachen wieder machst und du sagst eigentlich, ja, die hätte ich eigentlich nicht mehr machen. Du kannst nicht alleine bleiben. Im Epheser 2,24 heisst es Folgendes. Lass uns aufeinander achten. Wir wollen unsere gegenseitige Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Bleib nicht alleine. Such dir Leute, die mit dir parat sind, den Weg zu gehen, eine Rechenschaftsbeziehung mit dir zu gehen. Der Dr. Ted Roberts, ein Spezialist auf dem Feld, hat gesagt, der Versuch, seine Sucht allein zu besiegen, ist so, als würde man eine Gehirnoperation an sich selber vornehmen. Ich kann mir nicht mal selber eine Spritze geben, ohne fast wegzukippen. Also, geschweige denn eine Gehirnoperation. Also, bleib nicht alleine, hol dir die Hilfe, die du brauchst. Leo, bring uns den 4. Punkt. Come on. Lass uns dem einen Applaus geben, weil es ist ich finde, es ist so ein Thema, wo es wichtig ist, dass wir darüber reden. Und gleichzeitig finde ich das es kommt mir mega nach, weil wir alle haben ja irgendwo ein Thema zum Kämpfen. Und ich finde es mega wichtig, dass du erstens kennst, du musst es mal bekennen. Und das braucht mega viel Mut. Das ist der erste Schlüssel. Tönt einfacher, dass es ist. Dann das Zweite ist, es ist mega wichtig, dass du einfach auch weißt, ich muss gewisse Bindungen loslösen und ich muss auch jemand um Hilfe bitten, mit mir zusammen zu kämpfen. Ich möchte enden
du musst den Prozess von der Befreiung verstehen. Das ist so ein Suchtkreis. Und das kannst du eigentlich für all die Süchte nicht, dass du willst, wieso wiederholt sich das immer wieder? Das fängt an mit dem Endotropin, das ist so eine Ausschüttung, wie gesagt, in deinem Hirn, wo es Glücksgefühl gibt. Und es gibt so einen krassen Kick. Und die Bibel sagt, die Sünde macht Freude, oder? Aber nur einen kurzen Moment. Und dann brauchst du immer mehr und mehr von dem und irgendwann merkst du plötzlich, du bist mehr in der sündigen Natur als eigentlich im Geist Gottes. Dann kommt der Mangel, dann musst du es wieder ausschütten, es wiederholt sich und es geht wie ein Kreis und Kreis und Kreis und Kreis und Kreis und Kreis. Und die einzige Art, dass das aufhört, ist, wenn du dich entscheidest, ich will das nicht mehr. Ich akzeptiere das nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dem leben. Schau, ich sage immer, mir spielt es keine Rolle, was die Welt glaubt, was die Welt sagt, was die Welt auch promotet. Wenn das etwas ist, wo sich der Freiheit widerspricht, wo Gott mir will schenken, bin ich einfach nicht dabei, noch so sexy es auch möge sein. Und Pornografie ist etwas allein ins Hirn. Wenn du nichts unternimmst, geht richtig kaputt. Und es macht etwas, und das will ich auf keinen Fall. Es gibt so ein paar Sachen, die du musst wissen. Wenn ich heute Abend entscheide, ich werde aufhören, musst du wissen, es gibt so ein paar Wochen, was für Gefühle du lässt. Und ich habe das vom Greg Rochelle von der Life Church TV. In der ersten Woche, wenn du sagst, ich mache kein Porno mehr, die allererste Woche passiert Folgendes. Das Dopamin geht in einen Sturzflug, weiss nicht mehr, wo ist oben und unten. Du hast eine dramatische Stimmungsschwankung. Also jeder neutrale Schweizer wird merken, oh mein Gott, ich habe Gefühl. Also ich habe etwas Positives. Du merkst plötzlich, weißt du, wo ist oben und unten. Dann, du kommst Angst über, du hast plötzlich Kopfweh und du bist völlig übersensibel gegen alles. Ich habe ja vor etwa 9 Wochen Diät angefangen. Die erste Woche habe ich das genau erlebt. Ich habe alles persönlich genommen. Ich fühle oben, unten, links und rechts und einen Mangel, ganz krass. Das durchlebst du alles, das ist völlig normal. Das ist eigentlich wie so ein Junkie, der will loswerden. In der Woche 1 bis 3 Motivation wird Krawall krass sinken. Das heißt plötzlich, so mache ich das überhaupt? Ja, ich habe schon x-mal probiert, hat nicht funktioniert. Und Gefühl und Kraft nehmen so zu. Und wenn du verheiratet bist zum Beispiel, was ganz interessant ist, was passiert ist, du hast plötzlich kein Verlangen mehr für deinen Partner. Und weißt du wieso? Weil sie bietet nicht das, was der Porno bietet. Im Porno, das ist eine Zirkusakrobatin. Die kann beibewegen alles. Und merkst plötzlich, meine Frau, die ist einfach nicht beweglich. Und plötzlich merkst du den Unterschied, was du angeschaut hast, ist nicht so. Die geht ja ab wie eine Rakete, oder? Und dann deine Frau denkst, okay, da haben wir das Problem. Umgekehrt beim Mann auch, by the way. Verstehen Sie, meine? Und es ist auch interessant, dass genau das Gegenteil entsteht. Du kommst eine krasse Distanz über zu deiner Frau. Woche 4 bis 8, du lebst ein Wechselbad von deinen Gefühlen. Der Ausbruch von wiederkehrender Energie, dann kommt Trägheit und wirst depressiv. Plötzlich hast du Ausbrüche und Versuche und du sagst, ich will wieder zurück in Porno. Das hat mir den Kick gegeben. Es ist so langweilig, das macht keinen Sinn. Ich bin immer noch Single, was soll ich denn machen? 5 gegen den Willi. Mache ich seit Jahren. Und plötzlich kommen die Themen wieder in deinem Leben. Und hochinteressant ist, der Greg Rochelle sagt, gib nicht auf. Und weißt du, gib nicht auf? Weil Gott will dein Hirn heilen. Dein Hirn ist kaputt, deformiert. Und nicht deine Seele, dein Geist. Du musst wissen, Gott stellt dein Hirn wieder her. Woche, nach 3 Monaten, nach 100 Tagen, und mir sagt, jede Sucht hast du erst nach 100 Tagen besiegt. Hast du das gewusst? Nach 100 Tagen gibt es einen neuen Lifestyle. Wenn du eifersüchtig bist, gitzig, jähzornig, stolz, also immer nach 100 Tagen hast du etwas überwunden und es ist kein Teil mehr von deinem Leben. Gefühlsmäßig bin ich stabil. Ich habe einen ganz krassen Fokus in Jesus. Sexualtriebe sind wieder normal, also normal, gesund, göttlich, wie es gehört, weder pervers noch irgendetwas. Die spirituelle Verlangen nimmt zu, deine Intimität wird grösser, du hast einen Frieden und sagst, mein Leben hat einen anderen Wert. Nach 100 Tagen, und ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du dich heute entscheidest, ich will pornofrei leben, brauchst du eine Strategie von 100 Tagen. Und 100 Tage schaffst du nicht ohne Freunde in deinem Leben, die zu dir stehen, die mit dir beten, die mit dir fasten, die für dich kämpfen, die deine Hände auflupfen, wie die Freunde bei Moses
wo einfach das aufhebt. Und du brauchst die Freunde in deinem Leben, um frei werden. Jemand hat zu mir gesagt, niemand gewinnt eine Meisterschaft im Fußball und auch im Eishockey und du gewinnst jeden Match. Es mag sein, dass du ein Spiel verlierst, aber du gewinnst mehr als der Rest. Ich möchte sagen, es kann sein, dass du den Prozess einmal umfallst. Okay, das kann passieren. Dann stand wieder auf und sagst, in diesen 100 Tagen werde ich ein anderer Mann und eine andere Frau sein. Du musst, dein Ziel ist grösser als deine Umstände. Ich möchte enden mit einem Bibelvers, der mich mega berührt hat, Epheser 5, Vers 12 bis 17. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwacht aus deinem Schlaf, erheb dich von den Toten. Was ist tot in deinem Leben? Es kann Porno sein, es kann Alkohol sein, es kann Drogen sein, es kann Eifersucht sein, es kann Jähzorn sein, es kann Gewalt sein. I don't know, aber was auch immer tot in deinem Leben ist, liebe Frauen und Männer, liebe Luft, liebe Online, liebe Micro Church, was tot ist in unserem Leben, soll im Namen von Jesus Christus wieder lebendig werden. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir und in mir. Das ist kein Slogan, this is reality. Und es wird. Und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf. Wir lebt nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt. Und wir sind nicht verbohrt. Ich sage das so, wie wir nicht verbohrt sind. Der Heilige Geist nimmt das Herz. Wenn du hart geworden bist, wenn du verletzt worden bist, der Heilige Geist knetet dein Herz immer wieder weich. Ein Christ kann gerne nicht verbohrt bleiben. Ein Christ kann gerne nicht vergehen. Der Heilige Geist macht das immer wieder weich, dass auch du und ich heute Abend die Botschaft Gottes annehmen können. Er würde doch nicht sagen, okay, schau selber, wie mit dem Scheiß zurechtkommst. Der Heilige Geist, und ich liebe ihn für das extrem, er macht mein Herz immer wieder weich. Wenn ich 1000-mal fallen würde, sagt er, come on Leo, stand up. Ich mache dein Herz weich und gebe dir einen Glauben, dass es du kannst. You never walk alone. You never walk alone. You never walk alone. Darf ich enden mit einem Statement? Ich würde nie meinen Finger heute Abend auf dich zeigen. Bei jedem Thema, das ich preache, und der Tim auch, und der Joel auch, wer immer auf der Bühne steht. Das ist schön, es zeigen mehr Finger auf uns. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben den gleichen Jesus, den gleichen Heiligen Geist. Und ich finde es so cool, wir sind miteinander unterwegs. Und wenn zusammen zu Frauen und Männern werden, wo Jesus in der Freiheit und Gottes Beruf hat, alle irgend. Darf ich dich einladen, aufstehen, live, online, Micro Church Loft. Und Jesus, da stehe ich vor dir. Ich danke dir für dein Wort, das mich so wachrüttelt. Jesus, ich danke dir für den Glauben, den du mir gibst, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich kann kommen, wie ich bin, aber dieses Kreuz verändert mich zu der Mann und Frau, die du mir gedacht hast. Du weißt, wie oft ich versagt habe. Du weißt, wie oft ich aufgegeben habe zu glauben, dass die Pornosucht sich nochmal lösen kann in meinem Leben. Ja, ich habe vielleicht den Glauben verloren. Ja, ich habe resigniert. Ja, ich habe mein Handtuch geworfen. Aber der Heilige Geist hat heute Abend mein Herz weich gemacht. Ich bin nicht verbohren. Ich bin nicht hart. Und Jesus, ich hebe mein Lebensthema dir an. In aller Demut, in aller Bescheidenheit. Und du hast gesagt, dass die gleiche Kraft, die dich von den Toten noch verweckt hat, wohnt in mir. Jesus, möchte ich bitten heute Abend. Also ein Schrei vom Herzen. Ich habe die Türen von Pornografie aufgemacht. Und ich bringe sie nicht mehr zu. Und ich lebe mit dieser Scham. Ich lebe mit dem Schuldgefühl.
und auch das Gefühl habe, ich bringe nicht einmal das an. Jesus, tauf mich heute Abend mit dem Glauben, mit der Sehnsucht, dass ich mehr als ein Überwinder und eine Überwinderin bin. Jesus spricht das eine Wort heute Abend. Und die Fesseln sind gelöst im Namen von Jesus. Ich bitte Jesus, dass der Geist von der Pornografie, der Geist, der mich abhängig macht, der Geist, der mich klein macht, der Geist, der mich limitiert, den löse ich heute Abend im Namen von Jesus mit seinem Leben aus. Du bist nicht willkommen in mir. Du hast keinen Platz in mir im Namen von Jesus. Jesus, tauf mich heute Abend mit Feuer. Lass Pfingst heute Abend passieren. Church, ich möchte heute Abend, dass wir uns innenlehnen zu Jesus. Ich kann heute Abend uns motivieren. Das ist eine Gabe Gottes. Ich kann euch Nuggets erklären. Aber was ich nicht kann, und das werde ich auch nicht, ich kann dich weder befreien, noch heilen, noch Sünden vergehen, noch irgendetwas. Sondern das macht allein Jesus. Und lass heute Abend zu Jesus, wenn wir singen, lehn dich rein, schrei zu ihm. Er ist meine Hilfe, er ist meine Befreiung, er ist meine Vergebung. Und Jesus wird immer dich mit Würde in die Augen schauen. Du bist nicht pervers, sondern du bist noch immer ein Sohn und eine Tochter von Jesus. Und lehn dich heute Abend bitte rein. Das ist das Haus der Wunder. Das Loft der Wunder. Online der Wunder. Michael Church der Wunder. Ich möchte dich bitten, lehn dich rein. Lehn dich rein zu Jesus, der dich heute Abend heilt. Come on. Ich liebe es, so einen Moment zu haben, auch in einer Message, wo ich wie merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt. Eine Erkenntnis oder etwas, wo er auch merkt, okay, da leitet bei mir der Finger drauf. Vielleicht ist es sogar ein bisschen herausfordernd. Und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit. Das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll geprägt sein von genau so Erkenntnissen, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende dieses Jahr eine Young Adults und Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bist dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensveränderte Zeit sein. Melde dich an.